Ich will aber verdicht haben, merci so für den guten Verlauf und den Beweis, dass als Partei formidabel funktioniert. Wir haben als Partei intern viel diskutiert, und wir haben neue Wehrgesicht, wir haben neue Membergesicht, wir haben neue Responsable gekriegt. Und ich meine, wenn wir heute einen neuen Generalsekretär kriegen, wenn wir mal Alex Penning, wenn wir heim am Sylvie Michel eine neue Responsable gibt für die Gruppe Mittelstand auf Freiberufler, und ich begrüße noch in der ersten Reihe der Ronald Hudge als neuen Fraktionssekretär, dann haben wir nicht brauchen wie ein CSV oder ein LSAP-Spezialisten von außen zu holen, für zu fragen, was wir bannen sollen machen. Sie haben da viel gefroht, dann haben wir nichts gemäht. Wir haben okay gefroht, wir haben aber schon etwas gemäht. Wir haben hautneue Leute konnten präsentieren. Und wir haben eine ganze Equipe von neuen Leuten, die an unseren Bezirken, an unseren Sektionen werden mitschaffen, sodass wir die Partei nach mehr fit werden machen, wie sie schon fit ist, und dass wir wirklich können mit Optimismus an die Zukunft gucken. Wir haben als Partei heute klare Position zu den 3 Referendumsfragen gestellt, und ich meine, dass wir auch müssen, bis den 7. Juni alle gut zusammen schaffen für den. Wir dürfen nicht dem Zufall überlassen. Wir dürfen nicht mengen die Energie verschlafen, aber man muss noch wissen, dass wir numerisch als Parteien an der Minorität sind. Neben uns als ein CSV, die 3-mal nie sieht. Wir haben die politische Landschaft, wir haben Sozialisten, wir haben ein DP, wir haben die Grünen, wir haben die Linken, wir haben Piraten, wir haben Kommunisten, die am Anfang alle gut für die Jo plädieren. Wir setzen auf Qualität, wir setzen auf Argumente. Aber wenn ich gestern an der Presse heute Morgen konnte lesen, dass gestern bei den Grünen der Felix Brass am Anfang einzig Argumentation waren, ob der ADR und ob CSV zu klappen. An der Referendumsfrage brauchen wir, ob kein von den anderen zu klappen. Wir präsentieren als Argumente, weil die Argumente sind auf unserer Seite an dem Dokument, was wir heute vorgelöst haben, sind da schon über 25 abgefordert und werden danach dabei kommen. Liebe Freunde, ich will am Anfang heute einen Punkt ausschneiden, der ein bisschen von dem aufgeht, wie ich die Schlussrede sonst immer gemäht habe. Und ich wollte am Anfang den Punkt ausschwätzen, den wir diese Woche an der Chambre hatten, Lützeburg zusammen entwickeln. Viele Leute hier am Land machen sich Gedanken, wo das Land hier hinsteht. Sie machen sich Gedanken Zukunft. Sie fragen sich, auf was für einem Land, auf was für einer Gesellschaft können als Kanner und als Enkelkanner leben. Und für mich, auch für als Partei, die Vision, die Frage von der Zukunft, als die wichtigste Frage, die politisch muss diskutiert werden. All Themen, was wir diskutieren, ist wichtig für die Zukunft. Aber wie das Land sich organisiert an der Zukunft, das ist das Wichtigste. Aber wenn ihr wollt gucken, wie das an der Zukunft war, dann muss ihr vielleicht zurückgucken, wie war es an den letzten 20, 30 Jahren. Wir hatten hier im Land Rekordwachstum über Jahrzehnte, kann ich sagen. Wir haben eine Politik gemacht hier im Land, die darauf ausgerichtet war, ein Maximum von Wachstum zu kriegen, ohne zu gucken, was die Konsequenzen von dem Ganzen waren. Und trotzdem wir so viel Wachstum haben wir hier im Land halt mehr Armut, wie wir jemals Armut hatten. Wir haben 15% von den Leuten, die hier im Land leben, leiden unter der Armutsgrenze mit einer Steigerung von Jahr zu Jahr. Und am meisten von der Armut sind eine längere Zeit Frauen mit Kindern betroffen. Wir haben in den letzten 30 Jahren durch die stramme Wachstum, die sicherlich auch Positives hat, wir mit dem Wachstum konnte Geld erwirtschaften, dass wir können bald sagen, das beste Sozialsystem von der Welt hat, geht das nach Problemen zu lösen gehen. Wir noch am Durchschnitt, jedes ist nicht schlecht, wenn man davon aufgesehen von den Leuten, die in der Armutsgrenze fallen. Das ist also auch etwas Positives an dem Ganzen gewesen. Wir dachten, wir in 30 Jahren eine Bevölkerungsexplosion hatten, 185.000 Leute beikriegt in 30 Jahren, und heute 550.000 Leute im Land tun. Dass wir alle Jahre 12.000 neue Einwohner gekriegt haben. Und dass wir aber gleichzeitig
Auch die Arbeitsplätze explosionsartig an die Lut gegangen sind. All Jahres 10.000 netto Arbeitsplätze weiter geschafft haben, an Haut hier am Land 400.000 Leute beschäftigen. Und trotzdem wir so viele Arbeitsplätze geschafft haben, ist der Schulmarsch geklommen. 34 Jahre lucht er bei 5.000. Haut leiten bei 25.000. Ich meine, dass alles die Chiffre beweisen, wie faul unser System ist, dass wir blinde Menschen auf Fuß setzen, ohne konkret am Detail die positiv und die negativ Konsequenzen zu analysieren. Das ist der Meier angeschnitten, das Schulwesen. Durch eben die große Zuwanderung, die wir hier im Land tun, und für das eben das Schulsystem nach kann funktionieren, und kann auch so irgendwie mitgehen als eine Politik vom Nivellement vers le bas gemäht gehen. Wir haben als ADR immer klar gesagt, wir müssen die Kanner integrieren. Wir können nicht erkannt, was an der großen Vakanz aus Portugal können dann 8 Jahre einfach an 3. Schuljahr hier an die Schule setzen. Wir müssen die Kanner fit machen für unser Schulsystem. Wir sollen sie integrieren, indem wir Spezialklasse machen, hinten ein Spruch, man sie fit machen für eine Schule, und sie dann an eine Schule integrieren, dann ist es am Interesse von denen Kanner, sie kommen mal besser führen, aber wir brauchen bei den anderen Kanner, die schon viel drauf waren, nicht Leistungen aufzusetzen. Der Wohnungsbau, aufgrund von der starken ökonomischen Entwicklung, als Drittel von der Offer an der Demand, die stimmt nicht mehr hier im Land. Und Preise sind von Jahr zu Jahr auch Rekord zusammengeklommen. Über 30.000 Lützburger wohnen am Blick schon an der Grenzregion, sind also selber Frontalier gehen. Aber wenn wir heute schwätzen, dass wir so nicht sollen eine Politik machen, wo ein Wohnen, Schaffen, Erleben, soll so nur wie möglich bei Nähe bringen, dann darf wir nicht eine Politik machen, wo uns zu der Lützburger sagt, da muss dann die Grenzregion wohnen gehen und da muss er im Alter erst an der Staustellen für Lützeburg schaffen zu kommen. Die Wohnungsbaupolitik ist eine einzige Katastrophe während Jahrzehnte gewesen. Aber noch marginal, dass bis nur 1,5 Jahre nicht abweisen, mit Ausnahme, dass er den Direktor vom Fonds Logement entlos wird. So kann es ja keinem anderen mit Schuld gehen. 1,5 Jahre ist noch nicht da, außer dass die TVA auf der Zweitwohnung von 3 auf 17% geheischt haben. Leute, sein Direktor entlos, so steht es an der Responsabilität. So muss es bringen. Und so kann es ja kein anderer mehr aufwänzeln, wenn es nicht führen können. Aber wir sind auch gespannt, was soll kommen. Die stramme Wurst wird aber auch ein großer negativer Punkt, dass das der Landverbrauch, den wir im Land machen. Wir betonieren all da 2 Hektar Land zu. 730 Hektar Joa betonieren wir zu. Wenn aber meint, es gibt besser gehen mit der neuen Regierung, weil wir da geringer dran hatten, den irrt sich gewaltig. Aber wenn wir gucken, was in den letzten Wochen damit geschieht ist, kann man holen mal den Tram. Das ist schon nur geklungen. Für den Tram geht Haut Kirchbirch zwischen 5 und 8 Hektar bis einfach umgelöst. Hat recht könnte vorstellen, dass die gering für Jahren d'accord gewesen wäre, dass die Büsche umgelöst gehen. Da haben sie für alle Bäume eine Manifestation gemäht. Eine Pressekonferenz an der Wissen sie gemäht. Und Haut gehen einfach Büsche umgelöst, für einen Tram-Shop hinzubauen. Oder für man Lift innen aus Klauseln auf der Kirchbirch wird einfach den ganzen Hang der Büsche weggemäht. Oder der Gringgürtel, das ist schon ungeschnitten. Der Gringgürtel rund um die Stadt Lützeburg, auf der Klosch do, den am Plan von der Stadt Lützeburg angezeichnet war. Der Gringgürtel wird am Tram Ried durchgeführt. Es wird ein Gär dran gebaut. Es wird ein Stadion dran gebaut. Es wird paar 1000 Parkplätze an den Gringgürtel gebaut. Aber wie nur gemerkt wird, weil der Gringen aus den das baut, dass wir Parkplätze für Velo und den irrt sich. Nee, dass sie Parkplätze für paar 1000 Autos die Gring da bauen. Die Gering wären gegen all Autobahnen, die gebaut sind. Da der hat an ihrem Wahlprogramm stehen, dass die Autobahn müsst unbedingt auf 3 Spuren ausgebaut gehen. Die Gering hatten an ihrem Wahlprogramm stehen, in keinen Umständen mit dem Geld an die Autobahnen gebaut gehen. Für eine Woche an der Chambre, wie wir Diskussion hatten, für die große Logistikcenter, den zwischen Peterburg und Dietlenken,
wo Containeren von den Kamionen auf Tisch umgelöst gehen, hat der François Bausch, nachdem dat am Anfang die Politiker aus dem Eck alle gesagt haben, dass du ein Verkehrskollaps an dem Raum los schon ist und dass durch 2500 Kamionen den Tag nach mehr Kollaps kommen, sieht dann der François Bausch, wir bauen die Autobahn auf 3 Spuren aus. Und er sieht dann drin, dem formidablen Satz, ich kenne keinen, den du dagegen das. Hier kennt kein mehr, der gegen den Ausbau von einer Autobahn aus, wo die gering über Jahre nie ein Projekt von einer Autobahn, und ab zwar einer Autobahn zusammenhängen, dafür gestimmt, sie waren immer dagegen. Und dann war es noch eine Organisation, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich gestern hören, dass sie nach Götte Muveko, die hat gestern anscheinend einen Kongress, weil die mit denen geringen, an alle Wiesen, Pressekonferenzen, nicht an dem germanischen Kostüm, nee, an der kurzen Boxsingerzeit, haben sie an der Wiese zusammen manifestiert gegen all Autobahn. Und der François Bausch steht taut am schönen, dunklen Kostüm auf der Chambertribüne und er sieht, ich kenne keinen, den dagegen das, dass wir die Autobahn hier am Land auf 3 Spuren ausbauen. So weit sind wir kommen, meine Freunde. Es ist höchste Zeit, dass die Krieg an die Regierung kommen sind, lassen wir sie ruhig und gibt endlich Staat gemäht mit der Autobahn, was wir immer verlangt haben. Die Damen und Herren, wir haben eine Familienpolitik. Da gibt von dieser Regierung, und das wird nun geschaut, eine rein ideologische Politik gemäht. Wir wären immer für den Schwach. Also ADR haben mir gesagt, der Staat hört sich nicht an Familie anzumischen. Die Familie selber soll dezidieren, wie sie sich organisiert. Ob schaffen geht, 2 schaffen geht, 1 daheim bleibt oder nicht, das ist ein Recht von der Familie. Mit die Politik, die gemäht wird, die sieht, von der Gambia, die Familie muss schaffen gehen. Frau und Mann muss schaffen gehen, und da geht alles Kanner an Toput. Wir wissen schon, was für Kanner gut ist, und die hat kein Recht mehr, selber zu dezidieren, wie das Kanner Erziehung will machen. Der ADR hat eine Proposition gemäht. Ein Krischeplatz, wir sind für Kriechen, weil viele Leute einen Krisch brauchen. Mit der Schwamm muss bleiben. Ein Krischeplatz, der kostet 2000 Euro den Monat Funktionamentskosten, 2000 Euro. Und da haben wir gesagt, da kann man gegen der Mom oder den Pap, an der Regel als Mom, die daheim bleibt, da kann man gegen der 1000 Euro den Monat, für die ich kann. Aber für 2 kann daheim bleibt, da geben wir 800 Euro dabei. Aber wenn sie 3 kann, was schon mal selten getan im Land, da geben wir für den 3. Kant nach 600 Euro dabei. Da geben wir der Familie eine Unerkennung, weil sie die Kannererziehung daheim ist. Aber so, dass die Frau misst aber von dem, was sie vom Staat kriegt, eine Kotisation an Pensionskasse bezahlen, für das die Frau sozial aufgesichert ist, weil die Frau als immer den Dummen dabei gewesen, Verschädigungen kommen sind, und da haben wir ja genug am Land, dass die Frau aufgesichert ist, dann ist eine Unerkennung da, an die Frau als sozial aufgesichert, an der Staat, der spart Geld, weil da brauche ich keine 2000 Euro den Monat für das Funktionament pro Platz zu geben, und er braucht Platz auch nicht an der Masse zu machen. Dummerden hat alle Familien Möglichkeit, selber zu dezidieren, sie hat eine Unerkennung, und es wird gerecht. Wir sind gegen eine sozialistisch freie DDR-Familienpolitik, wie sie von dieser Regierung gemäht wird. Ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt ist Kriminalität. Dass es bei selbstverständlich geht, dass wir zur Kenntnis holen, dass Kriminalität von Tag zu Tag im Land ist. Das ist aber nicht nur daheim bei den Leuten, das ist auch am öffentlichen Transport, das ist auf der Straße. Aber wenn ich dann hier wie der Fall, wo vor kurzem zu Ettelbreck war, dass dann der Bürgermeister von Ettelbreck kennt, als ob man der Mann war, zum falschen Zeitpunkt auf der falschen Platz. Die Damen und Herren, wer ich dem angebracht hat, da stung tausend den Blick auf der falschen Platz. Sonst hat den nicht angebracht. Aber wenn dir am Zug über Fall geht, dann tut sie an dem falschen Zug, sonst wird er nicht über Gefall gehen. So einfach kann er nicht auch machen. Dann ist er auf der falschen Platz gewesen. Mir verspreche ich aber von einer Politik, von einem Staat,
das ist eine Pflicht, seine Bürger zu schützen. Und da muss man als Möglichkeiten gehen, mit der Polizei, und die muss präsent sein, die muss unterstützt gehen. Es kann nicht sein, dass die Polizei Haut fängt, und dass diese Gefangenen schon am echten daheim ist, wenn sie abends noch ihre Arbeit daheim kommen. Da muss auch hier in dem Land mal reinkommen, für proper für Ordnung geschaffen. Die Wohlstandsgeld, wo wir Mengen hätten sie gegründet. Es hat kein Land, Lützeburg, sind Suiziden. All zweiten, dritten Tag bringt hier im Land ein Mensch sich um. Auch das ist ein Revers, was der Rettich Franz für durchgeschwert wird, wie gesagt wird, von den Werten. Wenn die Werte beinmal nicht mehr aus Suhe bestehen, und all die anderen Werte gehen verloren. Wenn immer mehr Leute ein kleines Summe reich wird und ein großes Summe geht nicht arm. Da haben Leute, die kriegen Probleme, an so einer Gesellschaft zu leben. Und dann das keinen anderen Ausweg mehr, für sich Leben zu holen. Auch das ist ein Problem, was heute in Lützeburg mehr heiß als wie an allen anderen europäischen Staaten. Trotzdem wir über Jahrzehnten Suen en masse hatten, hat der Staat heute kein Geld mehr. Wir haben kein Euro Reserve mehr. Wir haben alle Jahre 1 Milliarde Schuld. Wir haben alle Jahre 1 Milliarde Defizit am Staatsbudget. Und das Schlimmste ist, wir bezahlen Schuld nicht zurück. Wir machen heute Schuld für unser Lebensniveau zu halten, aber Menschen auch noch auszubauen. Und wir machen Schuld und wir bezahlen kein Euro Kapital zurück. Wir bezahlen just Zinsen zurück, aber kein Euro Kapital. Und alle, die haben kommen, als Kanner und als Enkelkanner, die müssen die Schuld bezahlen, die wir heute machen. Als das die nachhaltige Politik, wo wir so in die Mistgebiet gehen. Nein, so kann es nicht sein, dass wir kurzfristig gucken, also für das es Eis oder eine Kategorie von Leuten heute gut geht, machen wir Schuld an als Kanner, an als Enkelkanner, die müssen sie zurückbezahlen. Das ist einfach unresponsabel, vis-à-vis von den kommenden Generationen Hautschulden zu machen, und sie selber nicht wollen, zurückzubezahlen. Ein anderer Punkt, den immer angeschnitten wird, den ich auch will so gesagt wird, wir müssen die Wurst tun, für unser Pensionssystem zu haben. Dafür müssen wir 4% Wurst tun. Und der Stadtdeck hat ausgerechnet, bei 3% Wurst tun, sind wir im Jahr 2050 bei über 600.000 Arbeitsplätzen im Land. Aber wenn gesagt wird, wir müssen dafür als Pensionsgeld. Ich will euch ein einfaches Beispiel, was Gilsdref verhält. Für eine Pension zu bezahlen, brauchen 3 Aktive. Das heißt, dann andere wieder, wenn 100.000 Pensionäre und da braucht 300.000 Stück, die schaffen geht. Mit die 300.000 können auch lösen Pension. Aber wenn da 200.000 der Pension sind, dann braucht 600.000 Stück, die für schaffen geht. Aber wenn da 300.000 Stück in der Pension haben, da braucht 900.000 Stück. Aber wenn 500.000 an der Pension haben, da braucht 1,5 Millionen. Ich brauche da nicht weiter darauf anzugehen. Ich meine, liegt Gibéryen an, dass ein System will aufrechterhalten aufgrund von so einer starken Progression, dass so ein System nicht kann überleben, weil es gibt Grenzen von der Natur, von der Fläche, und von Menschen, das ist einfach nicht zu realisieren, das geht Ried an den Kollaps. Und dafür müssen wir auch als Sozialsystem auf ein Finanzierungssystem umbauen, was nicht auf so einen starken Wachstum fokussiert ist. Meine Damen und Herren, Staatsfinanzen. Wir haben die permanent am Defizit. Man muss noch gucken, was für eine neue Entreprisen das wir hier im Land haben. Dass die letzte Zeit über Luxlied, wie wir geschwärzt haben, über Trulingen, also vom Publikum ging, dass wir 3.000 Betriebe können hier im Land. Und in den letzten 3 Jahren 10.000 neue Betriebe. Und wir haben heute 33.000 Betriebe. Und da sehen wir, dass die Steuern, die 33.000 Betriebe bezahlen, das heißt, die an den letzten 4 Jahren nicht 1 Euro budgetiert hat. Ob schon mal 10.000 Betriebe beigegeben. Das heißt, es kann doch nicht sein, dass man egal, was für eine Entreprise an Land holen, wenn sie keine Steuern bezahlen, just aus anderen Überlegungen an als klein- und mittelständische Betriebe, die bezahlen die Steuern bis auf den letzten Euro. Auch da muss ich wissen, dass es keinen Wert hat, dass man Betriebe an Land holen, die keine Steuern bezahlen, noch vielleicht Leute nicht mehr beschäftigen, man Mindestlohn und vielleicht doch nach viel Frontalien. Da soll man so europäisch sein, also man da kommen, wir bauen den Betrieb dann direkt an Lorraine. Da brauchen die Leute sich nicht nach Aldau, Lützeburg
zu deplacieren, weil dann Lützeburg schon nicht davon an kein etwas davon. Die Damen und Herren, ich übersprangen das ganz ein bisschen für auf ein Ende zu kommen. Wir haben eine Regierung, die sieht, sie gibt auf Welt eine große Steuerreform machen. Es soll aber kein sich durch allzu viel versprechen. Wenn man noch eine Regierung, die gesagt hat, sie gibt verdicht Spuren, wo es gibt gehen, andere an einer letzten Phase gibt sie TVA heißen. Was das geschieht, so man verdicht TVA heißt. Wir haben eine Regierung, weil sie gesagt hat, sie gibt keine Steuererhebung machen, hat sie eine Kontribution von 0,5% angefordert. Und dann hat sie gesagt, das ist keine Steuer. Weil sie hat gesagt, sie gibt keine Steuererhebung machen, dann ist das einfachste Weg, wenn du die Steuer nicht mehr Steuer nennst. Der Staatsrat war damals nicht d'accord. Und so zum Schluss aber müssten die 0,5% Steuer nennen, weil das eine Steuer. Sozialisten, die wären an die Wahl gegangen, für eine reiche Steuer anzuheben, was doch bei einer sozialistischen Partei passt. Aber was wollen sie noch machen? Oder verschiedene Leute von den Schwätz kämen von der sozialistischen reichen Steuer. Wir sind verloren an die kleinen Leute eine Erbschaftssteuer aufhören, an direkter Linie. Von den Eltern ob Kanner geben sie gerne eine Erbschaftssteuer. Das soll auch von verschiedenen Leuten von ihren dementiert geben. Das ist an der Politik gesagt. Geht mal gesagt, geh mal raus, lanciert das mal. Und da guckt man mal, wie der Neko am Land, also wenn es nicht so viel schlimm ist, dann machen wir das. Wir sagen hier als ADR ganz klar, nein zu einer Erbschaftssteuer. Wenn Eltern ein Haus ausschaffen und ihr Leben lang dafür geschafft haben, für das ihr kann nur eine Person an direkter Linie, da kann es nicht nur sein, dass die Sozialisten kommen an Mengen, sie könnten denen kann auch eine Erbschaftssteuer darüber rummen, und die Eltern hätten ein Leben lang für nichts geschafft. Und dann machen wir nicht mit, und sind Sozialisten, dann sollen sie hier reiche Steuer auffeiern. Mit hier den Beispiel davon. Los soll dann da einfach eine Erbschaftssteuer angefordert geben. Ich will nicht komplett, Damen und Herren, wenn ich nicht gebe, auch noch ein bisschen über als demokratische Partei schwätzen. Und die also unwahrscheinlich ruhig gehen. Ihr könnt euch erinnern, dass die DP für eine Reihe von Jahren an ihrem Logo einen geringen Punkt beigemäht hat. Die haben da von der DP gesagt, das ist aus elektoralen Gründen. Wir hätten gerne für den geringen bisschen Stimmen, River bei sich, sie haben da vielleicht pur River gekriegt für den geringen. Wir sind der ganze Mittelstand, also die ganz Freiberufler, verroden und verkauft und die komplett fallen gelassen. Aber wenn ich schaut gucken, der blauen Landwirtschaftsminister, das ist dann auch just ein Maskottchen vom geringen Umweltminister. Den kuscheniert Bauer und Winzer mit Decisionen, die am Umweltminister Fugera an Duisburg dezidiert geht, an den blauen, geringen Bauernminister, der setzt den nach just Wo hast du die Liberalpartei, die liberale Gedanken, die gehen müssen? Der Preis für das Xavier Büttel Staatsminister geht das ist ein enorm teurer Preis, den eine Liberalpartei müsste bezahlen. So hat all die Prinzipien müssten über Bord gehauen, für das Xavier Büttel Premier gehen ist. Und sie mussten so lange über Bord gehauen, wie sie gerne hätten, dass nicht noch soll bleiben. Wir als ADR dürfen nicht halt für nichts eine Mittelstandsgruppe an Freiberufler an unserer Partei offiziell an die Leben gerufen, für auch dummer noch draußen den Mittelstand an die Freiberufler zu weisen, dass es aber eine Partei gibt, was eine Sozialpartei ist, das tun wir an den letzten Jahrzehnten gewiesen ist, eine Sozialpartei, die den Wert vom Mittelstand und von den Freiberuflern unerkennt und sich auch für die einsetzen. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Und ich will euch merci sagen für Ihre Präsenz heute an dem. Wir haben heute als Partei einen wesentlich neuen Schritt gewählt, mit neuen Leuten, mit vielen Membern, und wir müssen an den nächsten Wochen, Jahren, als etwas wichtig, was wir heute an unserer Partei haben, dass das ähnlich geht. Wir haben keine Spannungen mehr an unserer Partei, wir haben ein Grundsatzprogramm, wir haben ein Wahlprogramm, und wir halten uns in die. Und wir gehen Ried zusammen in Richtung von dem, was wir in der Vergangenheit dezidiert haben.
Et Leid wissen, wo sie mit Eis drin sind. Es muss nicht jeder mit Eis auferstanden sein. Aber jeder muss wissen, wo man einer Partei drin ist. Der Wischi-Waschi-Parteien, der haben wir en masse hier am Land. Da der aus der Partei die zusammen diskutiert, lang diskutieren wir intern, die richtig Konklusionen zieht, die richtig Decisionen hält, und zwar zusammen hält, und zusammen muss man auf den Weg gehen, für sie durchzusetzen, dann ist es mir nicht bang, dass es den 7. Juni 3-mal Nein hier am Land geht, und dass es dann 3 Jahre bei den Chamberswahlen 1-mal Ja für die ADR geht. So nicht, merci.